Ein Leben groß halt mittelsten Oktav Sonntag. Wir Lützeburger, wir feiern sie noch schon eine Woche, wir werden sie nach einer Woche feiern, uns Mutter Gottes Oktav. Viel von euch werden sicher an Kathedral pilgern, andere können vielleicht nicht. Da soll gerade das heute für euch ein besonderer Gruß sein. Was wir uns Lützeburger Mutter Gottes Oktav ohne hier ganz eigene Lieder, Gesang und Musik. Und vielleicht tut ihr ja auch da ein Lieblingslied, etwas, was ihr besonders gern sangt, aber was euch besonders zu Herz geht. Von manchen, von den Membern von unserer Choralle weiß ich, den Ave Spes Nostra als so ein Gesang, den sie gerne sangen. Das den allen latinischen Introitus von der Mass von Maria als Trägerin am Lied. Da ganz Lied auf Latein. Aber was heißt das? Und was kann das für uns bedeuten? Klar, es ist ein Gruß um Maria, Ave, die allatinische Form für zu grüßen. Ave Maria. Ihr kennt das. Sie hat gegrüßt Maria. An diesem Text heißt Ave Spes Nostra, Dei Genitrix Virgo Maria. Ich übersetze, sie hat gegrüßt uns Hoffnung, Gottes Gebärerin, Jungfrau Maria. Ma use better, Gottes Gebärerin. Aber was heißt das? An eine Jungfrau, die ein Kind auf Welt setzt. Aber an der freien Christenheit, da dürfen sich viel Gedanken gemacht, wer ist der Jesus? Der Jesus, so als festgehalten gehen, wie Theologen sich kack zur Summe gestreckt, dann noch zur Summe geschlagen hatten im Konzil von Nicäa, der Jesus also sowohl Gott wie Mensch. Ganz Gott, ein ganz Mensch. Und für das diesen ganzen Gott, Jesus, auch ganz Mensch gekommen, wurde so wie mir am allen Mensch ein Mann gebraucht. Und dementsprechend hält Konzil von Nicäa fest, wir dürfen Maria als Theotokos, als Gottesgebärerin oder wie einfach übersagt, als Mutter Gottes, als Gottesmann nennen, auch was sie just Mensch ist. Und da geht der Gedanken weitergeführt, für was wir Maria grüßen sollen. Quebe vuisti portare regem celorum et dominum. Du hast verdient, der König vom Himmel an den Herzen drohen. Als Frau wurde Maria mit Jesus, dem König vom Himmel am Herz, schwanger. Als Mann hat sie hier gedrohen, so wie als Statue nicht weisen. Die solche Kopien steht an vom Gnodebild aus der Kathedrale. Und da kommen Sätze, so viele Leute, und sind Kirche, die passen wirklich bei Maria. Tu Gloria Jerusalem, tu Laetitia Israel, tu honorificentia populi nostri. Du der von Jerusalem, Fried von Israel, den Hoffart, der Stolz von unserem Volk. Und du siehst immer,
Maria ist eine jüdische Frau. Und wir gesehen, dass was hier Mission war, als Mann von Jesus, das ist tatsächlich etwas total Außergewöhnliches. Mit unserem Lützeburger Brill können wir aber auch hier ob die entretemps 399 Jahre besondere Geschichte von Lützeburg mit Maria gucken. Nächstes Jahr wird nicht 400 Jahre sein, 1624 wurde, wo der Pater Jacques Brocard hier Statue Glacis von der Festung Lützeburg abgestellt hat. Die Geschichte, die damals angefangen wird, die dann schon ziemlich sehr zur Oktav gefordert wird, 1666, wo sie auch patronisch von der Stadt genoss, am 1671 patronisch vom Land. Die Geschichte, die dort immer weitergegangen ist, durch die Französische Revolution, den Besuch von Napoleon, bis zum Zweiten Weltkrieg und auch heute, das Geschichte ist uns heute alle Guten vertraut. Viele Menschen erleben uns Zeiten als hoffnungslos. Viele Menschen sichern nur Trost. Und leider Gottes sind es viele Menschen, die nicht mehr auf die kommen, das Hoffnung, das Trost an der Kirche zu sichern. Aber du weißt uns eben, das Geschichte von Lützeburg mit Maria, dass gerade das Frau ein Zeichen von Hoffnung und Trost für uns Zeit kann sein. Gucken wir mal nach die Sätze. Tu gloria Jerusalem, tu Letizia Israel, tu honorificentia populi nostri. Wenn wir mal gucken, wo sie herkommen, dann ist das ursprünglich keine Beschreibung von Maria. Es sind Sätze, die viel, viel mehr alt sind. Sie stammen aus dem Buch Judith, aus dem Alten Testament. Ein kleiner Reklam zwischendurch. Wenn da ein Zeit hat, holt Bibel, liest das ganze Buch Judith, das ist nicht extra groß und liest sich wirklich wie ein spannender, guter Krimi. Damals Israel war eine große Gefahr. Der Nebukadnezar, der mächtige König von Assur nebendrun, der sich selber als Gott gesagt, der will sich die ganze Welt unterwerfen. Bien sûr, du auch die jüdischen Gebieter. Wie viel der Typen, die sich als Herrgötter gesehen wurden, kennt Geschichte. Aber wie viel Misere haben so Typen verursacht, und machen sie auch noch Haut. Judith, mit ihrem David Glaube, mit weiblichem Charme und Intelligenz, weiß hier Schönheit ganz geschickt anzusetzen. Sie möchten Befehlshaber von den feindlichen Truppen zum wirklich lang, aber wo diese von der Judith ihre Reize betört, voll besoffen am Bett liegt, profitiert sie, für ihn umzubringen. Und Truppen, die den anderen Tag auf den Order von ihrem Chef werden, okay kriegen,
stelle fest, hier ist tot, an sein Kap gesehen sie irgendwo bei den Hebräern. Da laufen sie fort. Für Israel Gefahr ist gebannt. Und Judith sie wird gefeiert. Du bist der Ruhm Jerusalems. Du bist die große Freude Israels und der Stolz unseres Volkes. So wird sie akklamiert. Und vor ihre Glauben, aber auch ihre Bereitschaft, etwas zu riskieren, die demals für Israel Rettung aus der großen Gefahr an Überleben ermöglicht hatte. Maria, sie ist auch eine Frau mit einem tiefen Glauben, eine Frau mit einer großen Disponibilität, sogar für das Unmögliche. So hat sie uns den Jesus geschenkt. Und so können wir sowohl an der schönen Judith vom Alten Testament wie auch an Maria Vorbilder von Hoffnung fangen, wo all Hoffnung verloren schenkt. Vorbilder aber auch für zu handeln, für dort disponibel zu sein, wo wir gebraucht gehen. Und so können wir Maria als uns Hoffnung grüßen und so wünsche ich, dass wir mit Blick auf sie an einem Vertrauen auf ihr Gebet Trost fangen. Und dazu soll ich sehnen, den Pap, den Jung und den Heiligen Geist.